Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Gut. Nein, nicht über den Schnee. Das würde ich nicht. Das war nicht der Plan. Komm jetzt. Komm, mach etwas jetzt. Hure. Ja, meine Güte. Es ist schon recht ein Druck, ja, auf mir Last. Aber es gibt ihm viel zurück. Das ist eine grosse Lebensqualität. Mein Anliegen ist, die Rosse einen Raum zu bieten, wo sie wirklich Rosse können. Dass sie sich selber an ihre Natur erinnern, an ihre Urkräfte. Wenn ich könnte, würde ich nichts anderes wollen, als auf der Alp bleiben, bis ich tot umgehe. Auf der Alpage de Roy kämpfen heute die Deringer Kühe das erste Mal miteinander. Der Martin Salzmann schleift der Spitze von den Hörnern ein bisschen ab, dass sie sich weniger verletzen. Unterstützung hat er von seiner Freundin Lou. Für sie ist das heute eine Premiere. Ich bin vor allem gespannt auf Stechen, wenn wir sie dann zusammenlassen. Und dann, wenn sie das erste Mal zum Stall rauskommen, eigentlich als Gruppe. Ja. Die Deringer Kühe käsen mit den Kämpfen ihre Rangordnung aus. Der Dino markiert jede Kuh. So sieht dann draussen alle, welche an welche geraten. Der Martin ist an diesem Tag schon früh auf, genauso wie Besitzerinnen und Besitzer der Deringer Kühe. Der erste Kampftag will niemand verpassen. Für mich ist es echt gäbig, dass die Bauern auch kommen und ja, auch anmalen und so. Ja, als Hirte alleine, dann möchte ich nie bekommen. Ja, super, sie sind auch da, ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Alpage 2024 in Roy. Wir haben eine neue Equipe dieses Jahr für die Erin mit Martin, aber ich glaube, viele Personen konnten dann. Das Los entscheidet, welche Kuh auf der Kampfwiese welche Startposition bekommt. Numéro 4. Numéro 4. Wie ist dein Name? Forni. Forni. Forni 10. Ouais, c'est bon. Dein Name? Gaffner, Mario. Gaffner 8. Gaffner 8. Für die Kühe ist es ähnlich wie für den Hirt. Das ist sicher auch ein stressiger Tag. Weil sie merken das haargenau. Die schon länger auf der Alp sind, die werden sicher vom Freitag auf den Samstag auch nicht so viel geläut sein. Da wird recht viel in den Köpfen vorgehen. Und es ist auf jeden Fall auch ein stressiger Tag. Die Kühe von den verschiedenen Besitzern kommen zuerst in ein abgestecktes Feld, bevor sie dann zusammengelassen werden. Die Lou hat heute eine wichtige Aufgabe. Mein Job ist es dann, möglichst alle Kämpfe aufzuschreiben. Also, ob ich das schaffe, weiss ich noch nicht. Ich sehe auch nicht ganz alles. Und dann einfach welche Nummern, das gegen welche gekämpft hat und welche das gewonnen hat. Und es gibt dann auch ein Klassement vor Aufalpung und am Schluss dann auch vor ganzen Alpzeit. Und ja, schauen wir mal, wie viel das ich sehe. Die Kühe sind in den Startlöchern. Die Gewalten, die aufeinandertreffen, das ist extrem faszinierend für mich. Das ist die Natur dieser Tiere, täuscht mehr. Und ich finde das extrem interessant, dass sie durch das Kämpfen die Rangordnung ausmachen.
Es ist der Anfang des Alpsommer auf der Alp Thomühl, hoch über Vals. Die Maja ist einfach mit ihren eigenen Tieren hier. Heute ändert sich das aber. Komm. Hoi, guten Morgen. Peter kriegt von bald Milch von der Milchkuh. Gell, kannst du dann auch haben. Jetzt bin ich im Obersees. Da bin ich wirklich daheim. Nein, da unten bin ich jetzt vielleicht eine Woche gewesen. Und da bleibe ich jetzt hoffentlich für immer. Wahrscheinlich wird es Herbst. Dann wir halt wieder runter. Ja. Das ist schon mein Lieblingsort. Also nicht unbedingt, dass es jetzt genau da muss, aber halt so in den Bergen, weg vom Mensch. Sie ist schon ausgebrochen. Ah, ist das lieb, ha? Da ist das Problem. Siehst du, das ist das Problem. Aber Ludi, hast du nicht geglaubt, dass sie drinnen bleiben? So, jetzt könnt ihr auch wieder einbrechen. Und dann muss ich das ein bisschen besser machen. Die Maja ist im Stress. Heute bringen die Bauern 200 Stück Vieh, wo sie dann die ganze Saison lang zu ihnen schaut. Ist der Flicker? So ist mir das schon gleich, wenn sie überall, die sind dann nachher überall. Aber jetzt geht das halt noch nicht. Weil dann laufen sie damit und nachher... Ja, ha? Ja. Wenn sie raus lang kommen sie mit bis runter. Das habe ich glaube alles. Banane ist auch. Mein Rucksack. Ciao, Kollege. Du bist schon geil. Das sind schon Bilder. Da macht man die Welt glücklich. You're all alone. Rolling on. Old home. And it's bitter symphony. Das ist das Himmelstürli. Das Tor zum Himmel. Schon ein bisschen für mich. Ludi. Jetzt muss ich eben schauen, wo ich hier mit dieser Kuh raufkomme. Und melken würden wir sie schon gerne im Stall, gell, Ludi? Das Schneefeld ist eine rechte Herausforderung für die Kühe. Ja, das ist auch mit der Schaufel, die ich habe. Ludi, du kannst mir gescheiter helfen. Jetzt kriege ich die Milchkuh. Das bin ich hure froh, dass ich eine habe, die ich melken kann. Dass ich Milch kann. Aber das ist natürlich... Die wäre wichtig, dass ich sie aufkriege. Dass ich sie einen Ring melken kann. Hier auf der Weide ist das ein bisschen... Ist ein bisschen Harikiri. Aber es ist ja wahrscheinlich logisch, dass es nicht einfach ist, um durch das Himmelstor zu gehen. Wenn es noch das Teufelstörli wäre. Man fragt sich... Balu, komm da, wegen dem. Schau, der macht doch nichts. Der macht doch nichts. Ah, und es geht weiter mit dem Bellen. Schau mal das an, es geht weg. Jetzt gehen wir. Aber das freut mich jetzt, holy moly. Balu, die freut sich eigentlich auch. Jetzt muss ich dir etwas zeigen. Attention. Go! Also leben tue ich auf der Alp, da habe ich alles. Und vom Verdienst, also im Winter, bin ich auf dem Büro. Dort finanziere ich das Leben und auf der Alp lebe ich es. Vielleicht so.
So empfinde ich das selber. Ja. Schon da. Ich schaue, ob der Strom da tut. Ja, das ist alles. Gell, Ludi? Aber eigentlich für mich ist jetzt Ring. Das sagt so Tradition, dass der Hirt da die Fee empfängt. Also, ja. So, ja. Strom einstellen. Müssen wir jetzt zusammen? Er tut. Er tut auch. Also, nein, ich habe Angst vor Strom. Also, ich mache das nicht gerne. Ich denke im Moment einfach, hast du schon Schlimmeres durchgemacht? Ja, ja, hast du. Oder tut. Ja, schau, da unten habe ich sogar, denke mal, da unten kommt er sogar am Eisen an und er tut. Leg mich am Arsch hin. Das habe ich nicht gesehen. Das ist wegen dem, dass das Türchen jemand aufgemacht hat. Wer hat denn da das Türchen aufgemacht? Da kommt er sogar am Eisen an. Also ich würde jetzt etwas wetten, dass er jetzt mehr tut. Das probieren wir. Ja, jetzt hat er viel mehr. Holy moly, der ist am Eisen angekommen und hat noch so getan. Aber jetzt tut er viel mehr. Baludi, komm rein. Vorbei mit der Ruhe. Wer kommt? Schön, wenn du sie hörst, das ist schön. Das ist schön, jetzt kommt schon alles gut. Ich habe schon Freude. Aber am schönsten ist dann übermorgen. Hier ist einfach niemand mehr. Baludi und ich und alle Kühe. Hallo! Auch für Sieglinde Zottmeier geht es heute los. Sie trifft die Besitzerinnen und Besitzer mit den Gastross beim Marmorera-See. Es hat schon Ross in der Weide. Die Idee wäre eigentlich reinlaufen, sich großzügig verteilen und dann zack, half er los. Schauen wir, wie es denn wirklich ist. Gell? Und bringen euch in Sicherheit, ihr kennt das ja. Also wenn Sie Ross neu begegnen, da ist so viel Energie, die da sich bewegen mag, dass er nicht runterkommen. Bitte, das ist nicht die Idee von heute. Ja. Die Ross sind alle das erste Mal über Sieglinde auf der Alp Bramietz. Das ist der Moretti, gell? Das ist der Moretti, ja. Moretti, willkommen! Erstes Ausgeladene heute. Super! Hey! Super! So. Das ist gut, ja? Ich wollte ihm einfach mal eine Auszeit geben, mal ein bisschen Ferien. Die Rossi bei uns gehen, bei uns Alltag etwas für uns machen. Ich dachte, es wäre doch schön, wenn man mal etwas zurückgeben kann, sie mal ein bisschen die Freiheit lassen. Ja, das ist das erste Mal jetzt für uns. Da ist man schon ein bisschen nervös, wenn das Ross so lange fort ist und man nicht schauen kann. Aber ich denke, er ist in sehr guten Händen. Und ja, freue mich. Komm. Es ist immer ein aufregender Tag, wenn die Rössli ankommen. So der erste, wo die wirklich so der erste große Schwung kommt. Und ist ja auch der erste Eindruck, den die Leute von mir kriegen oft. Und dann zu erfassen, was sind das für Ross, was für Wesenheiten kommen da zu mir, mit wem haben sie es zu tun. Könnt ihr mit den Ross da raufgehen, dann wir müssen dann da oben über die laufen. Okay, dann los! Guter Alpaufzug! Geht los? Ja, es geht los. Wir packen es an. Angel führt an. To a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside. Vielleicht kannst du mit der Sunny voraus. Oder nein, ups, gut. Alles gut. Okay, also, ums Eck ist weit. Wir gehen jetzt dann in die Weide, schauen, dass sie die Hälfte parat haben zum Öffnen, zum sie loslassen. Und warten bitte, bis sie rufen, jetzt loslassen. Wir gehen ein Stückchen rein. Wenn sie etwas ändert, dann gebe ich vorher das Kommando und hören einfach auf mich.
Wenn die Rosse das erste Mal zusammen auf die Weide gehen, geht es wild zu und her. Walter, öffne das Tor. Kind, gell? Ja, danke schön. Nein, das weiß ich ja selber, bis es. Auf der Alpage de Rouen fängt die Heringer Kämpfe an. Aber jetzt ist der Dino noch mehr gefordert. Und auf der Weide muss ich schauen, dass immer nur 2 Kühe miteinander kämpfen, dass keine andere, dass nicht eine dritte kommt und eine andere Bauch geht oder hinten, weil es sind alles tragende Tiere, fast alles. Und das ist sofort gefährlich, dass sie schwere Verletzungen haben oder dass sie das Kalb abstoßen können. Da muss man schon gut schauen. Da musst du fast vorne und hinten auf der Seite überall ein bisschen Augen haben, weil sie sind überall am Kämpfen und das ist eine rechte Konzentrationssache. Ja. Konzentrieren muss sich auch die Lau. Es kämpfen so viele Kühe zusammen. Das macht es nicht einfach, jeden Kampf zu erfassen. Habt etwas? Gut. Interessant. Pro streng. Ja, es kommt gut. Ich gebe mir Mühe. Gerade alles sehe ich nicht, aber kommt schon gut. Läuft gut. Merci. Schön, ne? Leila! Sorry, wie geht's? Gut, Ja. hat es natürlich schön für dich. Ich freue mich sehr, wenn das Vieh kommt, und die Menschen auch. Und dann bist du auch froh, wenn sie gut raufkommen und die Leute wieder runtergehen. Gut. Einfach je weiter weg der Mensch, jetzt geht mir besser. Nee, Boschi, nee. Okay. Bis bald, danke vielmals. Danke auch. Ciao, Maja. Tschüss. Danke vielmals. Jetzt ist schön. Ja. Und alles gut gegangen. Ich bin schon gerne allein. Wenn du allein bist, dann kannst du niemandem nicht recht machen. Dann schauen wir jetzt, dass wir die Milchkuh hier aufbringen. Bis zum Schnee ist kein Problem und nachher geht es auch als wie. Gell, Mädchen? Das machen wir schon. Das ist jetzt noch die letzte Herausforderung, dass wir dann noch zu melken kommen. Ja. Das ist schön. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt. Die meisten Kühe bleiben noch unten, bis die Weide abgerasselt ist. Aber die Milchkuh Verena und noch ein paar eigene, die Maja hier oben haben. Das Geissböckli und sie brauchen schliesslich Milch. Die Momente sind für mich schon viel schöner als jetzt ohne gegen jemanden oder so, aber viel schöner, als wenn noch Leute rum sind. Ja. Komm, Mädchen, hopp! Mama kommt auch. Hopp, jetzt gehen wir melken. Komm da, Mutter, komm. Papa, komm. Ein kleiner Gameboy macht schon einen mit. Hoi. Und da ist die kleine Herde bei Schlüsselstelle, am Himmelstor. Hopp. Die letzte Challenge, aber die hat es in sich. Hopp,
für einen. Hopp. Wenn eine, dann du. Das ist der Plan, dass du genau da durchgehst. Nein, nicht über den Schnee. Das würde ich nicht. Das war nicht der Plan. Gang da am Rand. Komm jetzt zu. Komm, Sie sollten hier nicht stehen bleiben. Hoi! Hoi! Auf der Alp Bramiez kommt jetzt der grosse Moment. Wie reagieren die Rosse, wenn sie das erste Mal frei auf der Weide aufeinandertreffen? So, noch ein paar Schritte. Soll ich sagen? Kannst du da zum Baum? Ist gut? Ja. Können Sie los? Bitte Halfter abziehen. Ganz ruhig, ist alles gut. Kann man dann auch hinführen, aber... Ja. Ja, siehst du den Hals? Ja, das ist gut. Silvio. Chaos pur. Lauter Rost, die sie noch nicht kennen, und es muss jetzt neu ordnen. Und das wird es auch. Das ist einfach das, was man jetzt sieht, dieser Prozess vom sich neu finden in eine neue Herde. Es bildet sich eine neue Herde. Das ist so typisch, was sie jetzt machen, so grasen und aus dem Augenwinkel schielen, was dort ist. Und dann, wenn sie sich reif fühlen, dem zu begegnen, dann gehen sie los. Und dann müssen sie jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht runterkommen. Besitzerinnen und Besitzer von der Ross gehen heim. Ab sofort ist Sieglinde zusammen mit dem Fonsi für die 20 Ross verantwortlich. Später kommen dann noch mehr dazu. Hey, Hübsche, kannst du ein bisschen schauen? Hm? Hallo? Hallo? Ich habe noch gar nicht Grüezi gesagt. Du musst nicht verschrecken. Es ist ein erstes Abtasten und ein gegenseitiges Kennenlernen. Arriva. Con Silvio. Unja. Unglaublich. Genau, schon den Platz gefunden da oben. Ha? Haben sie einen Baum reserviert, die Jungen. Mein Anliegen ist, die Rosse einen Raum zu bieten, wo sie wirklich Rosse sein können, ohne Einfluss von uns Menschen, ohne dass wir etwas von ihnen fordern. Dass sie sich selber an ihre Natur erinnern, an ihre Urkräfte und dadurch ein Selbstbewusstsein entwickeln. Sie lernen ihren Körper kennen, sie können sich im Gelände bewegen, sie können Wind und Wetter widerstehen und dann aber auch eine Freiheit geniessen. Einfach mal sich selber entdecken, in der Herde, mit anderen Genossen herausfinden, wo bin ich wohl, wo nicht. Und das ganze Sozialleben einfach im eigenen Rhythmus entdecken. Du musst ja wählen durch den Schnee. Komm, mach etwas jetzt. Der Hure. Komm, gang über. Hopp, hopp. Ja, jetzt. Sie haben das Ziel erreicht. Holy moly. Santa Maria. Jetzt ist noch schwer. Santa Maria. Schau der Zwerg. Nein. Oh, ja, meine Güte. Obacht. Hallo. Oh. Jetzt sind wir wieder daheim. Hey, Mädchen. Nein, schau jetzt, wie lieb. Oh, da gehen sie nicht mehr zurück. Einmal einwürden. Schnee ist eine gute Barriere. Ja, hoi! Jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir melken.
das ist jetzt ein gutes Gefühl. Nein, Sie sollten zuerst in den Stall. Wir möchten Sie melken. Madame? If the light shines on me. Meine können wahrscheinlich schon in den Stall. Gell, Mädchen? Ja. If the world turns to me. Schau mal, ob da mindestens 3 Eimer treffen. Ja, das geht dann hoffentlich irgendwann besser. Aber die sind schon kürzer. Holy moly da. Die schauen, dass sie noch etwas treffen. Gell? Wenn du denkst, hey, weißt, jetzt drückt er da einfach einen an diesen Tüte um, ein wildfremder Mensch, der nicht einmal weiss, wie die bedienen. Da würde den anderen schon lange alles abschlagen. In der Verwandtschaft habe ich ja schon... Meine Eltern sind beide auf Bauernbetrieb aufgewachsen. So, ich habe das sicher. Ich habe das auch als Golf schon Freude gehabt. Aber nein, ich bin nicht selber. Habe ich Skifahren gelernt. Vor allem. Aber immer Freude an Viecher. So, nein, eigentlich. Können sollte ich Brief schreiben und Skifahren. Alles andere mache ich einfach. Das KV gelernt habe. So. Schau, jetzt geht das schon besser. Ja, meine Güte, wir werden da schon noch... Ja, wäre ja noch lustig. Du müsst einfach jede Kuh daheim haben. Du brauchst keinen Therapeut und Doktor und all das Plunder, das heute fängst. Eine Ordnung. Ei. Guten Tag. Endlich habe ich Milch, nicht nur aus der Packung. Jetzt fängt das Leben wieder an. Und es wird hoffentlich nie Herbst. Das ist schon verrückt. Du freust dich das ganze Jahr, dass es anfängt. Und irgendwie kaum bist du da, hast du so Freude. Und mit einer Hirnhälfte, oder mit einem kleinen Teil der Hirnhälfte, hast du schon Angst, weil sobald es anfängt, fangen die Tage an wieder weniger werden. Geht es wieder auf den Herbst. Panik. Nein, dumm, eigentlich dumm. Aber ja, ein bisschen schon. Das ist halt einfach, ja. Darum arbeite ich auf einem Betrieb, ich will das nicht mehr mitmachen müssen, so Herbst werden. Ja, Brust. If the light shines on me. Es ist die letzte Kampfrunde, bevor die Eringer zurück in den Stall können, um sich zu erholen. Das sind vielleicht Strapazen für die Kühe. Das merkst du dann schon. So am 3., 4. Tag haben sie dann einfach recht Kopfweh und ja, ein bisschen Muskelkater. Das merkst du dann schon. Sie sind recht müde. Hier oben werden die Kühe schon erwartet. Wir hören jetzt spirituelle Musik. Der erste Kampftag, das ist hier im katholischen Wallis eine grosse Sache. Der Pfarrer ist an so einem Tag auch zu Alp und segnet Mensch und Fee. Tiere sind mit den Menschen verbunden und der Mensch hat Sorge zu allem Leben. So steht es in eurer Bibel. Der Dino beobachtet das Prozedere ein bisschen skeptisch. Mir hört man nicht so häufig in Kirchen husten. Aber hier ist Tradition und das gehört ein bisschen dazu. Und es ist schön, wird die Tradition auch weitergeführt.
Une boucle, s'il vous plaît. Allez, très bisous. Bon appétit. Es hat mir also sehr gefallen. Auch als sie im Stechen waren. Und so das Aufschreiben von den Kämpfen, also ich habe gerne Zahlen, aber es hat das Hirn schon ein bisschen erlesen. Weil er denkt, oh, ich bin geschlaucht, endlich ist es durch. Aber es ist gut gegangen. Es ist alles super gelaufen. Bis auf, dass ich Hornschlag bekomme am Schienbein und mir jetzt ein bisschen der Scheich wehtut. Aber sonst ist alles gut gelaufen. Die Kühe sind auch gesund, zufrieden im Stall. Die Besitzer und Züchter sind auch zufrieden. Und gelungenen Tag. And you're in paradise now. Es ist morgen auf der Alp Thomühl. Hoi. Oder Peter bekommt wieder seine Milch. Das war es mit Tricks und Gags. Du bist jetzt gross, ich kann dir da nicht kübelweise geben. Das ist doch schön. Das hätte ich gerne, das ganze Jahr. Aber dazu brauche ich einen Betrieb. Ein eigener Bauernbetrieb, das ist Maya ihr Ziel. Ja, ich glaube, wenn ich die Chance kriege, bin ich schon sehr froh, wenn ich einmal etwas anschauen kann. Das schätze ich sehr. Und nachher ist mir schon bewusst, ich muss ja ein Konzept haben, das ich es führen kann. Aber ich glaube daran, dass es irgendwann passt. Bis zuletzt. Ich bin schon ein bisschen ein Träumer. Ja, in jeder Hinsicht. Gell? Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon mein Leben. Aber ich hätte natürlich schon, es ist mir auch bewusst, du kannst nicht einfach, wenn du dann davon leben willst, für mich ist alles Hobby jetzt. Wenn du davon leben willst, kannst du natürlich schon nicht nur einfach so ein paar Geissli und ein paar Mini-Pika. So glaube ich einfach. Ich bin eine Frau, ich bin nicht mit dem aufgewachsen, ich habe nicht die Ausbildung in dem Sinn als Bauer oder als, also ich habe voll verloren, was Glaubwürdigkeit angeht. Das belastet mich auch, ehrlich, das macht schon vielleicht ein bisschen Mühe, dass du überall dich beweisen musst, aber das ist ja logisch. Ich habe das nicht auf dem Papier und ich kann nicht sagen, ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe einfach Freude und weiss, dass das ist, was ich will. Umgekehrt glaube ich, das ist schon viel wert. Tschüss, zukünftige Mama. Jetzt Arbeit. Schauen, wie es allen Kühen geht. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Das habe ich halt hier als Bürolist. Ich mache das immer so. Ich schreibe den Bauer und eine Tormarke drauf und sie immer abhökeln. Da lachen mir ein paar aus. Sollen es doch. Ja, dass ich sicher bin, dass ich alle habe. Gell, Mädchen? Es sind ja gleich über 200. Herzige Wollenpückel. 55, 21, 55, 22. Die Biene. Lustige Tierchen. Kontrollieren tun ich es jeden Tag. Dass jetzt alle so ganz sicher abhökeln, ist schon nicht jeden Tag. Aber schon alle anderen Tage. Also 2-3 Mal in der Woche schon. Gibt mir einfach ein besseres Gefühl. Gell, Biene? Dann schlafe ich besser. Aha, aha, aha. Ja, 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 ja. Muss nur hier auch noch so drauf sein. 94, 95. Super Fleisch habt ihr. Super Fleisch, ja. Bist du eine Liebe? Ja, ich bin ja auch eine Biene. Und wir müssen uns ja verstehen.
Du kleiner Zwerg. 69, 32, 96, 29 ist der Zwerg. Es gibt schon Menschen, mein Onkel ist auch so. Der würde jetzt hier am Türchen stehen, wenn sie raufkommen. Der braucht den Zettel nicht, der lacht mich aus, ich bin so ein Bürolist. Ja, ich hätte diese Fähigkeit gerne. Ich habe sie aber nicht. Wenn sie jetzt hier am Türchen stehen, alle sehen, einmal durchlaufen und weiss, ja, Christine fehlt. Nein. Muss ich ehrlich sagen, nein. Aber man staunt dann selber, dass vom Gefühl her, wenn sie dann kennst und eben, jetzt ist halt alles, denkst ich würde wetten, einer fehlt oder zwei, oder wo ist jetzt der? Aber ich habe dort Selbstvertrauen auch nicht. Nachher schaue ich auf den Zettel und denke, mal, stimmt. Sunny, thank you for the sunshine. Okay. Du willst nicht einfach nur Kühe kontrollieren. Du willst natürlich schon mit denen irgendwo zusammenarbeiten oder auch den Austausch. Also, wie sie sind als Viech, das finde ich halt auch bei einer Kuh einfach das Ruhige und auch vielmal das Zutrauliche oder das Neugierige. Oder, das schätze ich schon sehr. Also, das gibt mir auch viel. Also kannst du auch vielleicht probieren, einen Baum umarmen, aber also, Kuh ist, weil es mir halt so gut tut, bin ich so Fan. Gell? Marina, du bist letztes Jahr auch bei mir gewesen. Ups. Sieglinde wartet auf ihren Lebenspartner, der Fonsi. Der hat heute im Tauunger in seiner Sattlerei gearbeitet und war darum beim Alpaufzug nicht dabei gewesen. Grüezi! Ja, hallo. Hoi! Ciao. Und dann ist es gut gegangen Alles mit gut den gegangen. Ross. Ja, super. Ja, haben Sie gesehen? Hast du sie gesehen? Wolltest du Ja. noch mal mit runterkommen, dann noch mal kontrollieren? Ja, ich bin schon mal durchgelaufen. Hast du alle angeschaut? Ja. Genau. Super. Ja. Und? Sind alle gekommen? Ja, sind alle gekommen. Und alle auch pünktlich, eher zu früh. Ja. Also weil es gut gelaufen ist, bei denen mit der Anreise, mit Verladen. Schön. Und dann sind wir da rauf und sehr gemächlich diesmal, das war dann auch gut. Ja, und wie heiß sind sie? Also. Charlie nehmen. Ja, klar. Schon? Indira, Celia, Mara, Chester, Mimi, Mora, Nils, Jolla, Yikita, Hanubi, das sind die Jungen. Nein. Die sind da dabei. Genau, sind hübsche. Die Ross kommen und sie weiß einfach, wie jeder heißt. Das ist einfach phänomenal. Also, das kann ich niemals. Also, ich weiß, dass ich selber heiße, jetzt gerade übertrieben gesagt, aber sonst, mit den Namen bin ich ganz schlecht. Und Sieglinde hat das. Ja, wirklich, das ist wirklich super. Charlie. Von einer Herde in die andere. Ah, Und heute in die neue das ist Herde. Mühe. Das ist erst 2. Ah, das ist erst 2? Das ist erst 2, das ist riesig. Du bist ja noch ein Und darum ist halbes das jetzt Baby, auch hä? super aufregend Das ist ja ein gewesen halbes heute für Baby, ihn. hä? Gell? Ah, ja. Und der ist eigentlich allein. Der ist zwar mit der Mimi gekommen, das ist Ross von der Alexandra, aber die stehen nicht zusammen. Er ist eigentlich. Ah, schon? Ja, genau. Und jetzt wie heute der Moretti gekommen ist da nebendran, der hätte sich gerade angehängt an dem. Hoppa. Das ist auch ein lustiger. Hey, ihr zwei. Er wollte etwas sagen. Der ist so lustig. Der ist so vorwitzig. Und das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Klar. Ja. Jetzt ist es einfach unmüde. Schicken wir mal ein bisschen weg. Da. Wen? Nein, lass ihn nicht schlafen. Hör auf. Sicher nicht. Das Gefühl, ihm geht es nicht gut. Ich glaube, er ist umgeflogen. Da. Ah, da meinst du, ja, das kann sein. Komm mal.
Komm ein Stückchen. Komm ein Stückchen. Papa. Komm. Hilfst du gleich? Ja. Vielleicht hat er auch den Ritter bekommen. Ja. Komm. Komm mal gleich. Komm mal gleich da runter. Das ist so ein bisschen flacher. Nein, das ist schon gut. Das ist alles gut. Ja. Der fühlt sich auch gut. Der ist müde. Es ist einfach ein bisschen geschafft jetzt. Das ist auch normal, wenn so viele Rosse zusammenkommen. Das darf so sein. Sie sind alle sich einmal holen und stößen ein bisschen. Das ist gut. Und das ist erstaunlich für Rosse, weil es sind alles Rosse, die sich nicht kennen. Ja. Dass die schon so ruhig sind, ist wirklich super. Ja, ist wirklich schön. Hey Charlie, hast du etwas zu sagen? Alles gut. Alles gut. Ja, bist das Baby. Bist noch ein kleines Baby. Es macht mich aus, dass ich keine Pferdeflüsterin bin, sondern eine Pferdelauscherin. Ich lasse zu und schaue, was es ist, was es braucht. So, jetzt gefällt es mir besser als vorher. Ja, mir auch. Genau. Da unten sind auch noch zwei. Für mich ist wichtig, mit den Ross in einen Dialog zu kommen. Weil wie jetzt der Charlie, der jetzt gerade auch gekommen ist, zum wir noch mal entspannen, nachdem er vorher recht angespannt da gestanden ist und wir uns auch gefragt haben, ist es gut, das ist jetzt wirklich ein Geschenk gewesen. Dass ich das Vertrauen fasse und dass ich merke, sie sind sicher mit mir als menschliche Herdenhüterin. Und dadurch mir auch zeigen, wenn irgendetwas ist, was sie brauchen, das machen sie dann auch. Holy shit, zäckeln wir alle den Schweine. Hey, echt jetzt, wegen ein paar Schweine. Die Maja hat Angst um ihre Säue. Oh, fuck! Hure Tschütsch! SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».